Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich bin der Mike, der Esel, den Sie immer zuerst. Mit mir im virtuellen Studio der Corby. Hallo Mike, na? Servus. Alles senkrecht? Vollgas, alter Schwede. Wenn wir zwar was aufnehmen miteinander und das Hand und Fuß hat, dann geht's mir immer gut. Das weiß ich im Vorfeld schon. Und vor allem über ein Thema, wo wir jetzt beide mittlerweile Experten sind. Mittlerweile, ja, richtig. Ja. Vor allem du. Ich hab dir nämlich abgegriffen. Ich hab, muss ich unsere Hörer dazu sagen, ich hab gesehen, dass der Corby bei Letterboxd den neuen Hellraiser von 2022 gelockt hat. Und dann habe ich ihn abgegriffen und gesagt, alter Schwede, müssen wir was aufnehmen. Ich schau mir auch gleich nochmal an. Möchte mich drüber reden ein bisschen plaudern über wirklich gelungenes. Ja, ich bin teilweise so hin und her gerissen, was man da sagt, Remake, Reboot oder was weiß ich, weil ich eigentlich auch gar nicht weiß, was ein Remake oder was ein Reboot und wo der Unterschied ist. Da bin ich einfach zu pragmatisch, was das angeht. Einfach eine neue Interpretation des Stoffes vom Clive Barker. Wollte ich gerade sagen, wir können es ja ganz langweilig auf Deutsch einfach neue Interpretation nennen und dann. Genau. Tja. Kobi, erzähl mal, was geht's denn in dem Remake? Ich bleib jetzt einfach bei Remake von Hellraiser. Die junge Dame Riley findet ein mysteriöses Puzzle, also eine Puzzlebox und finden ist gut gesagt, also sie und ihr Kumpel brechen in einem Container ein, wo ein Safe drin ist, den sie dann auch aufbrechen und dann diese mysteriöse Puzzlebox drin finden. Ja. Und ja, sie versucht dann dieses Puzzle nach und nach zu lösen. Dann kämen ein paar sadistische Kreaturen. Wir alle kennen und lieben sie als die guten alten Zenobiten, angeführt von unserem Pinhead, der jetzt mittlerweile ein bisschen anders ausschaut wie früher, aber immer noch verdammt cool ist und voller Nadeln. Und die Freunde von der Riley, die müssen nach und nach dann dran glauben, weil diese Box hat verschiedene Schwierigkeitsstufen. Sie sagt es sogar einmal selbst so, also betitelt es als Schwierigkeitsstufen. Und das fordert dann pro Stufe erstmal einen Tribut von Blut. Blut. Genau. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind ja mittlerweile Experten, auch ich. Ich habe alle 4 Hellraiser-Teile, die es davor gab, gesehen. Alle 4, die es davor gab, es gibt Ivy. Die 4 ersten, die relevant sind, habe ich gesehen. Richtig. Ja. Richtig. Und finde ich gut. Also die haben mich alle unterhalten. Sogar eigentlich der Vierer, der streckenweise ein bisschen durchwachsen ist, den finde ich auch sehr stark. Einfach auch wegen diesen verschiedenen Welten. Ja. Und ich finde die Neuinterpretation, da kann ich glaube ich mein Mini-Fazit vorwegnehmen, auch sehr gelungen. Also ich war gut unterhalten. Ja, da schließe ich mich einfach an. Ich habe jetzt anfangs, was eben geheißen hat, Remake und so, war ich ein wenig skeptisch. Ich bin jetzt nicht so der Hater, aber bei bestimmten Stoffen, die mir so stark am Herz liegen wie dieses Clive Barker Zenobiten-Universum, war ich schon ein wenig skeptisch. Nur es muss aber was Neues kommen von der Materie, weil ja der Doug Bradley ja jetzt mittlerweile 70 ist. Der wird diese Rolle nicht mehr spielen. Und irgendwie habe ich mich dann mental schon darauf eingestellt, irgendwann muss was kommen. In Form dann von Jamie Clayton als Pinhead. Wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, ich wollte eigentlich noch nachschauen im Abspann. Was hat es da geheißen? Lead Cinnabite oder ist der Pinhead im Abspann drin gestanden? Weißt du das? Na, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall war ich dann doch positiv eben überrascht, wie du das auch so wie du auch gesagt hast. Und im Gegenteil sogar. Also ich war wieder groß enttäuscht, positiv überrascht und der Film fügt diesem Zenobiten-Universum einige neue Aspekte hinzu. Und das finde ich cool. Er macht das Universum ein wenig größer. Nimmt aber trotzdem die altbekannten Regeln, so ein bisschen die Story und den ikonischen Look von den Zenobiten ändert er halt ein wenig ab.
Es schaut nicht mehr so nach 80er Jahre Death oder Black Metal Band aus. Band? So Maso-Studio hätte sie eher gesagt. Okay, schau doch mal, so eine Metal Band aus die 80er an. Irgendwie so eine Black Metal Band, die schauen alle aus, die kannst sagen, hey, die Zenobiten, die heißen jetzt Mayhem oder so. Und spielen voll krass Black Metal. Und die Story hast du schon cool verzeiht, das passt alles. Und eben auch wie mit diesem Würfel und so, was da, diese verschiedenen Stufen, fand ich auch eine super Idee, dass man eben die Filme hat man eben, glaube ich, nur so 2 oder 3 Konfigurationen gesehen. Und da ist ja direkt wirklich eine Dynamik drin in dem Würfel, wie sich der verändert. Und das ist super. Wie viele Stufen waren es? Ich glaube 7 oder 6, irgendwie sowas. Ich glaube 6 waren es auch. Total geil. Die ganze Folge könnt ihr exklusiv auf Steady hören. Also ab auf Viva la Movilusion bei Steady, Abo abschließen und die ganze Folge genießen.